Servus beieinander, der Johann Barse ist da. Und heute erzähle ich euch was über die Grundlagen vom Spargel. Wie man erkennt, dass er frisch ist, das ist zum Beispiel, wenn er quietscht. Hört es. Oder wenn man da hinten drauf drückt und er spritzt, dann ist er frisch. Und dann schälen wir den, wenn es nicht schon geschält kauft. Ich schäle mir meinen immer selber. Lauwarmes Wasser, ganz einen normalen Schäler. Gibt spezielle, zündteure Spargelschäler. Ich nehme am liebsten den. Da so auflegen, locker am Kopf halten. Und dahin geht's. Und wichtig ist, dass die Unterhaut, die gelbe Unterhaut, dass die nicht wegkommt, weil die macht die Fasern aus. Und kauft immer einen gescheiten, frischen, guten Spargel, das zahlt sich aus. Und wenn man sich nicht sicher ist, wie frisch das er ist, da ist er ganz hinten ganz frisch. Da wo er abbricht, da geht das Holzige weg. In dem Fall ist er ganz frisch, da fällt sich überhaupt nichts. So. Schneiden wir aber trotzdem hinten die hinten ein bisschen ab. Das heben wir auf und das kochen wir in die Spargelsuppen rein. Und auch aus den Schalen machen wir einen schönen Fond. Gleich geht's weiter. Für mich kommt in mein Spargelwasser nur Salz, Gurtsalz, Zucker und Zitronensaft. Gibt noch Leute, die dann Butter rein und so. Ich finde, das braucht es nicht. Das ist für mich das A und O. Die schönen Spargel da rein. Ob der Spargel bitter wird, das hängt teilweise mit der Sorte zusammen, das hängt aber auch mit dem Ernten zusammen. Wenn er ordentlich geerntet ist, dann fällt da nichts. Dann tun wir da den Deckel drauf. Lassen wir den nochmal aufkochen. Und dann schalten wir die ganze Geschichte aus und gehen auf ein Glas Wein aus. Weil das, was der jetzt da tut, das macht er ganz von allein. Und ihr habt gesehen, dass ich richtig Gurtsalz rein tue. Und das ist so wie beim Pasta kochen. Weil das Salz, das ich jetzt nicht drin habe, das schmecke ich danach auch nicht. Deswegen immer genügend Salz rein. Mein erster Küchenchef, der hat mir mal erzählt, wenn die Spargelsuppen ein bisschen zu bitter ist, Weißwein rein, das hilft. Meiner ist nicht bitter, deswegen trinke ich einen Weißwein so. Jetzt 10 Minuten später, jetzt schauen wir mal. Es ist natürlich so, dass man früher den Spargel viel weicher gekocht hat wie heute. Früher hast du ihn gekocht, dass er links und rechts die Flügel hängen hat lassen. Das macht man heute nicht mehr. Einfach weil viel mehr Inhaltsstoffe drin bleiben, also Vitamine. Ich finde, dass der schon ganz gut ausschaut. Aber eines von den schönsten Sachen in der Küche ist das Probieren. Deswegen probieren wir jetzt auch einen. Da drüben habe ich einen Spezialisten für die Stangerl, darum lasse ich den gleich mitprobieren. Merci.
Ich persönlich mag ihn schon so. Bei mir braucht er nicht weicher sein. Das nächste ist ins Eiswasser rein, damit er nicht übergart. Aber auch da Salz rein. Weil sonst nimmt das Eiswasser das Salz aus dem Spargel wieder raus und dann schmeckt er doch noch nichts. Also da gehört auch gut Eis rein. Und noch mehr ein Tipp. Wenn ihr wirklich eine Sorten erwischt habt, die ein bisschen zu bitter ist, eine halbe Stunde im Eiswasser liegen lassen, dann geht es meistens raus. Das waren meine ersten Tipps zum Spargel und was wir für Gerichte draus machen, das könnt ihr auch anschauen. Servus beieinander. Viel Spaß beim Nachkochen.